Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde, zum letzten Tag in Norwegen. Das letzte gute Morgen aus Norwegen von einem absolut fantastischen Ort. So ein Frühstück am Montagmorgen mit dieser Aussicht, ich glaube, das wünscht sich jeder. Oder was meinst du? Absolut genial, und vor allem ich weiß ja schon, was wir danach hier noch so erkunden werden, weil ich war gestern Abend noch auf Erkundungstour und heute werde ich Louis und euch dann auch mitnehmen, weil ja, da gibt es noch einiges zu tun. Ich glaube, wir sind noch eine Weile hier. Ja, wir sind noch ein bisschen hier, genießen hier die atemberaubende Aussicht. Ich denke, im letzten Video habt ihr ja schon die Drohnenaufnahmen gesehen. Wenn nicht, dann unbedingt noch Video nachschauen, und wir genehmigen uns jetzt ein kleines Frühstück in dieser wunderbaren Umgebung. What if I would tell you that? So, wir sind jetzt auf Explorer Tour hier an unserem Stellplatz, den wir euch im letzten Video schon ein bisschen gezeigt haben. Aber es gibt natürlich noch viel mehr zu sehen, und dass wir diesen Platz übrigens gefunden haben, das ist ein absoluter Zufall. Der liegt total an der Hauptstraße von Trondheim in Richtung Schweden, wo wir unterwegs sind. Und wir haben dann gestern einfach einen Abzweiger genommen, wo es einen Wegweiser hat zu einem Ausflugsgebiet, zu einem braunen Wegweiser, und haben diesen Platz gefunden. Wir sind jetzt gut 2 Minuten vom Auto hier runtergelaufen und es ist einfach wirklich fabelhaft. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So schön, und ja, der perfekte Abschluss für Norwegen. Das ist übrigens auch der erste Platz, den ich auf Park4Night selber eingetragen habe, weil ich ihn so cool finde. Also ich hoffe, dass ganz viele Leute dann diesen Platz auch finden, weil er wirklich ganz schön ist. Für euch gibt es natürlich unten den Link in der Infobox. Und ja, Steffi möchte mir hier noch ganz viel zeigen. Ich würde sagen, wir gehen weiter. What if I could throw us back to the very moment when we had our luck? Suddenly it's clear to me, you're all I ever wanted, can't you see? Also dieser Platz hat definitiv alles, was das Herz begehrt, von der Grillstelle direkt am Wasser über Angelsitze, wo man sogar die Angel einspannen kann. Es hat da vorne sogar ein Boot und bereitgelegte Schwimmwesten, wo man einen kleinen Ausflug machen kann. Das machen wir dann noch. Und ja, das Ganze ist dazu auch noch rollstuhlgängig, also die ganzen Wege, die ganze Aussichtsplattform, alles ist rollstuhlgängig. Ein richtig cooler Ort, ich kann es nicht anders sagen. Einfach so per Zufall entdeckt, ein kleines Kleinod mit allen Möglichkeiten. Man kann hier unten auch zelten, es hat überall Holz bereit. Es, ja, fehlen fast ein bisschen die Worte. So haben wir uns doch Norwegen vorgestellt. Tell me that things don't happen once, they always come back. What if you could throw us back to the very moment when we had our love? Suddenly it's clear to me, you're all I ever wanted, can't you see? Got to follow through in a game for two. It ain't the way I want it, got to follow through. Oh, 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 oh. It ain't the way I want it, got to follow through. Oh, 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 oh. Should've got you when we started, got to follow through. Irgendwann muss man dann ja auch den schönsten Ort einmal verlassen. Es ist ein paar Stunden später nach unserem kleinen Bootsausflug. Wir haben noch ein bisschen gearbeitet hier. Es bietet sich natürlich an so einem wunderschönen Ort. Haben noch ein paar Videos bearbeitet, hochgeladen für euch, und jetzt geht es langsam Richtung Schweden. Was wir auch noch gemacht haben in dieser Zeit, ist alles aufgeladen. Unter anderem haben wir so ein portables Solarpanel mit dabei, und da kann man ganz gut, wenn die Sonne so extrem vom Himmel brennt, die Handys aufladen und auch ganz viel anderes. Wir haben das von unserem Partner autosolar.ch, und ihr wisst ja, über den Rabattcode Solar ist geil 5 bekommt ihr auf das ganze Sortiment, auf das ganze Solarsortiment 5% Rabatt. Also klickt mal unten rein in die Infobox, da findet ihr den Link. Solar ist geil 5 ist der Rabattcode, gibt es aufs ganze Sortiment 5% Rabatt auf zum Beispiel solche coolen Dinge wie dieser portable Solarteil. Genau.
Ja, wir packen zusammen und dann sind es noch ein paar wenige Kilometer bis nach Schweden, zurück nach Schweden. Dann geht es wieder einkaufen, dann macht nämlich Einkaufen und Tanken und Auswärtsessen auch richtig wieder Spaß. Dann ist es nicht mehr ganz so teuer, vor allem jetzt, wenn wir zurückkommen aus Norwegen. Aber ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns unterwegs. Los geht's! Okay, dass wir jetzt so kurz vor der Grenze waren, das hätten wir jetzt selber nicht gedacht. Das waren vielleicht 2 Minuten Autofahrt und wir sind zurück in Schweden. Willkommen till Storlien. Ja, aber das ist eine Werbung. Das ist die Region. Ah, das ist die Region. Das ist die Werbung für die Region. Ja. Schweden. Wir sind zurück. Wir haben Zivilisation gefunden, wir haben wirklich wieder Menschen angetroffen, wir sind zurück in der Zivilisation, genau sind wir in Åre. Jetzt kann ich das endlich einmal sagen, weil endlich, wie lange höre ich mir das schon an? Weil jeder kennt wohl dieses Ort, weil hier findet immer Skispektakel statt und heute habe ich mal die Information und nicht Steffi. Und zwar Alpine Ski-WM 1954, Alpine Ski-WM 2007 und nächstes Jahr Alpine Ski-WM hier in Åre. Mega cool, dazu die Mountainbike-WM 1999 und verschiedene Veranstaltungen im Skisport. Ihr kennt wahrscheinlich alle, regelmäßig finden hier Weltcup-Wettbewerbe im Ski-Alpin statt, von da kennen wir ja alle dieses Ort. Und Åre selber hat sich auch schon 10-mal für die Olympischen Spiele beworben, aber hat es noch nie bekommen und sie probieren es aber weiter, die Bevölkerung ist einfach so ein bisschen dagegen. Soeben hatten wir den besten Burger unseres Lebens und zwar da hinten bei Max. Wir wollten und die besten Pommes. Wir wollten eigentlich nur schnell etwas essen, weil wir danach einkaufen gehen. Und ihr wisst, mit Hunger einkaufen gehen ist nie eine gute Option. Ja, ich wollte dahin, weil ich schaue so einen YouTube-Kanal und der geht auch immer dahin und darum wollte ich auch mal dahin. Sicher viele auch, deshalb verrat's doch. Ja, Jon Olsson, der geht auch immer hier hin und das hat mich so ein bisschen angesteckt. Jetzt wollte ich mal wissen, wie das wirklich schmeckt und es schmeckt wirklich viel besser als das gelbe M. Und ja, jetzt gehen wir einkaufen, schlendern noch ein bisschen durch dieses kleine hübsche Ort, ist nämlich wirklich, ja, würde ich sagen. Wir gehen noch einkaufen. Aber schlendern davor noch ein bisschen durchs Ort. Ist echt ganz, ganz schön hier. Wieder strahlend blaues Wetter, 30 Grad, Sommer in Schweden. Wunderschön. It ain't the way I want it. Got to follow through. It ain't the way I want it. Wir sind im Supermarkt und zwar im ICA. Wir waren ja schon in verschiedenen Supermärkten hier in Schweden und der gefällt uns einfach irgendwie am besten und die Produkte, die schmecken gut, hat auch eine Eigenmarke und die ist dann auch preislich sehr attraktiv. Jetzt stehe ich hier am Eingang und ihr seht, hier kann man allerlei Süßigkeiten, Nüsse und so weiter mit Überzügen haben. Und davon brauchen wir nichts. Jetzt gehen wir erstmal in die Gemüseabteilung. Hier gibt es sogar Ökosäckchen und wer lang genug sucht, der findet sogar schwedische Tomaten. Bei uns sind ja die Bioprodukte ganz oft in Plastik eingeschweißt, damit man sie nicht verwechselt. Hier wird das so gelöst. Jede Zitrone oder jedes Gemüse, das es dann betrifft, hat einen Kleber drauf und dann sieht man, das ist eine Öko, also eine Bio-Zitrone und das eben nicht. Wir sind zurück im Land des Knäckebrots. Schaut es euch mal an. Vasa dominiert zwar, aber es gibt sehr viel auch andere Marken und sieht auch ein bisschen anders aus. Ich mag ja Knäckebrot total gerne. Wie seht ihr das? Mögt ihr lieber frisches, weiches Brot oder darf es auch mal hart wie Knäckebrot sein? Sechs Bio-Eier kosten 23,95 und ihr kennt meinen Tick ja mittlerweile. Ich muss sie anschauen. Die kommen ins Körbchen.
der Liter Milch, der kostet 16,95 als Vergleich. Und schaut mal, was mich hier so gelb anleuchtet. Obwohl, den grünen Deckel, kennst du den? Nee. Der ist irgendwie neu, aber Aromat. Rotes, blaues, weißes Popcorn. Wie das wohl schmeckt? Das Öl ist wieder günstiger geworden. Öl ist ja das schwedische Wort für Bier. Und zum Vergleich, damit man es auch gerade gut weiß, hier haben wir 70, also 69 Kronen. Ich denke für den ganzen 6er-Pack, oder? Ja. Also rund 7 Euro und das Heineken ist 70. Also es ist wieder deutlich preiswerter als in Norwegen. Jetzt sind wir beim spannenden Gestell oder bei der spannenden Vitrine angelangt. Hier gibt es Wild, vom Wildschwein über Hirsch, Elch, Rentier. Hier kriegt man alles, auch Fische. Ist nicht ganz preiswert, muss man dazu sagen. Also zum Beispiel so ein Rentierfilet, das kostet 489 das Kilo. Und was haben wir da zum Beispiel noch von Elch? Elkfers. Ich weiß nicht, was es ist, aber es kostet 159 das Kilo. Das ist jetzt gar nicht so viel. Wildschwein-Eck. 400, hier Elks Kaff, aber ich habe auch wieder keine Ahnung, was Kaff ist. Das kostet vom Elch jetzt 99. Sollen wir es mal anschauen? Gut, das sieht jetzt auch nicht besonders. Ah, das sind dünne Scheiben irgendwie. Ich weiß nicht. Das so eine Art Siedfleisch geschnitten ist. Vielleicht weiß jemand von euch. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Bitte. Das war's aus dem Supermarkt. Die Tüte ist voll. Wir haben 42. Ja. Also 420 schwedische Kronen 422. liegen lassen. Genau, dafür hat hier eine Tüte voll Ware gegeben. In Norwegen werden wir übrigens erst, wenn wir erneut einreisen, euch mitnehmen zum Einkaufen. Weil für uns ist immer ein bisschen gut, wenn wir erst ein paar Mal einkaufen gehen, dann wissen wir, welche Läden gefallen uns, welche sind vielleicht eher teurer, welche eher günstiger. Wobei der ICA ist jetzt sicher nicht der günstigste, aber halt wirklich eine super leckere Eigenlinie. Gut, das war's. In Norwegen kaufen wir nicht so viel ein. Ja, in Norwegen kaufen wir nicht so viel ein. Das ist echt richtig teuer. Wobei Lebensmittel und so weiter kann man schon ein bisschen vergleichen mit bei uns zu Hause in der Schweiz. Also es gibt halt einfach einzelne Produkte wie zum Beispiel Alkohol, die sind dann wirklich massiv viel teurer. Temperatur übrigens, ihr seht ja die ganze Zeit nur Sonnenschein, aber ihr fühlt diese Hitze nicht. Der Temperaturfühler ist unter dem Auto, allerdings momentan auf der Sonnenseite und der gibt 33 Grad unter dem Auto an. Also es ist schon richtig knackig heiß und hier drin sind es kuschelige 38. Tesla mit Wohnwagen. Seit Åre haben wir wieder ein paar Kilometer gemacht. Wir waren noch mal gut eine Stunde unterwegs und sind jetzt mal wieder auf der Suche nach einem Schlafplatz. Und ihr seht es, wir sind ganz, ganz langsam unterwegs, weil es holpert und schüttelt und hat Löcher in der Straße und alles Mögliche. Aber es könnte ein schöner Schlafplatz werden, weil immer wenn wir solche Straßen fahren, wartet am Schluss etwas Schönes, also zumindest meistens. Heute soll es eine Badestelle werden. Wir haben das bei JB abgeschaut, den Kanal kennt ihr sicher und sonst schaut mal vorbei, wir verlinken den oben mal, haben wir ganz viele Tipps her, weil bei Badestellen soll man immer gut übernachten können in Schweden und heute probieren wir das mal aus. Und ich sehe schon was.
Dachzelt mit ganz viel Alkohol. Und ein See. They always come back. Liebe Reisefreunde, ich präsentiere den Schlafplatz für heute Nacht. Wir sind fast alleine, wir haben aber noch belgische Nachbarn mit einem Dachzelt. Ja, darüber haben wir mit euch ja auch schon gesprochen, aber für uns kein Thema ein Dachzelt, weil zu unpraktisch. Ja, wie so oft. Das sind die da hinten. Auf jeden Fall Schlafplatz wieder 1A, direkt an einem See. Wir sind jetzt die letzten Stunden, ich gebe es zu, schon ein bisschen am See gelegen und Steffi ist jetzt gerade dabei, lecker Abendessen zuzubereiten. Es gibt Fischburger, kann man auch mal essen, oder? Ich denke, das gibt wieder eine fabelhafte Nacht und vor allem einen fabelhaften Morgen. Das Wetter spielt mit, vielleicht machen wir auch noch einen Sprung in den See. Ist nämlich ganz angenehm. Auf jeden Fall haben wir wieder einen super Schlafplatz gefunden, wieder über Park4Night. Und ja, ich würde sagen, wir genießen jetzt zusammen mit euch noch den Abend und da hinten verschwindet so langsam die Sonne. Ja, wunderschön. Da ihr immer dabei seid, seid ihr auch jetzt dabei in diesem intimen Abendmoment in der Sonne, romantisch. Außer, dass du da schon ja, wir haben ein bisschen ein Mückenproblem, also lange werden wir wahrscheinlich nicht hier draußen sitzen. Jetzt gibt es Abendessen, mega lecker, direkt hier am See. Und wir sagen, guten Appetit. Gute. Und schon ist wieder der erste Morgen angebrochen. Irgendwann zahle ich dann einmal eine Buße, irgendeine karitative Einrichtung, wenn wir es nicht mehr schaffen, das Video am gleichen Abend noch zu beenden. Keine Ahnung warum, aber gestern wurde es dann wirklich noch richtig romantisch bei diesem Sonnenuntergang. Ja, heute Morgen Sturm, sonst würde ich das Video jetzt definitiv draußen beenden. Wir haben zwar noch draußen gefrühstückt, aber jetzt geht es weiter. Es geht nach Östersund und das hat einen ganz bestimmten Grund. Aufgrund von diesem Grund sind wir nämlich auch in Schweden. Heute spielt nämlich die Schweizer Nationalmannschaft an der WM gegen Schweden. Und was ist cooler als Schweden gegen Schweiz in Schweden zu schauen? Und genau das machen wir heute, oder wir versuchen es zumindest. Dahin geht es jetzt nach Östersund. Ihr bleibt hier sozusagen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Was haben wir eigentlich gestern gemacht? Ah, gestern war ja die schöne Bootsfahrt am Morgen. Stimmt, oh ja. Das war ja richtig ein schöner Start in den Tag. Ja, lasst gerne viele Kommentare da, auch wenn wir nicht immer antworten können. Wie gesagt, wir lesen uns das alles durch. Schön wart ihr mit dabei. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.